Diese drei Menschen haben ganz unterschiedliche Hobbys, aber eins verbindet sie, ihre große Leidenschaft, mit der sie sich zu echten Experten entwickelt haben. Statt gemütlich vor dem Fernseher oder dem PC zu sitzen, stecken sie ihre ganze Kraft und Zeit in ihr Hobby. Ich frage mich, woher nehmen sie die Motivation? Schauen wir uns das mal an. Die Küche ist nicht hier oben, sondern im Keller. Aha. Lass uns runtergehen. Ich glaub's ja nicht. Typischerweise haben die Männer ihre Hobbywerkstatt im Keller, wo sie rumwerkeln können. Aber du hast hier eine imposante Küche. Nur für dich? Ja, das ist ganz allein mein Reich. So ist es besser für mich. Eine separate Küche, wo ich in Ruhe arbeiten kann. Hier ist alles sauber und entspricht den Hygienevorschriften. Und hier kann ich dir schon mal was zeigen. Das ist ein Tiger. Sieht sehr beeindruckend aus. Meine Kundin hat eine Bestellung für die Geburtstagsfeier ihrer Tochter aufgegeben. Ich fragte, was sie sich vorstellt. Und sie sagte, eine Zaubererwelt-Torte. Ich notierte alle Punkte, die sie sich wünschte. Dann zeichnete ich den Entwurf. Und der hat ihr gut gefallen. Und dann bäckst du das alles an einem einzigen Tag? Nein. Mit den Figuren fange ich schon eine Woche vorher an. Mit den Vorbereitungen für den Teig und für die Füllung beginne ich 3 Tage davor. Das klappt gut. Können wir probieren, die Torte gemeinsam zu backen? Wir beide zusammen? Ja, los. Das wird eine Herausforderung. Nimmst du sie an? Ja, gern. Ich freue mich. Schau mal, wie schaumig das geworden ist. Nach 10-minütigem Schlagen hat die Biskuitmasse genau die richtige Konsistenz. Oh ja, richtig schön cremig. Nein, warte. Ich empfehle dir, es nicht so hektisch unterzurühren, sondern ganz vorsichtig. Ein guter Tipp. Das wusste ich nicht. Ich habe mich immer gewundert, warum die Eiermasse bei mir so zusammenfällt. Die richtige Technik ist wichtig. Ganz genau. Und jetzt muss man den Teig 3-mal, schau mal hier, die Luft blasen. Die sollen zerplatzen. Jetzt sind sie geplatzt. Es ist nicht gut, den Teig mit Bläschen in den Ofen zu schieben. Die Masse soll ganz glatt sein. Das sind ja unglaublich viele verschiedene Torten mit so vielen Ideen. Wenn es zum Beispiel um das erste Kennenlernen geht, dann notiere ich mir alle Informationen, mache eine Zusammenfassung und nach kommen immer mehr Details hinzu. Der Kölner Dom, Kennenlernen auf einer Reise, zusammen wandern gehen. Du entwickelst also eine Geschichte. Ja, genau. Es wird alles zu einer Geschichte verknüpft. Was sagen deine Kunden dazu? Sind es sowohl Hörende als auch Taube? Ja, beides. In der Taubengemeinschaft hatte es sich schnell herumgesprochen. Aber Hörende sind oft überrascht, dass eine taube Person das macht und nicht nur Hörende. Manche sind deshalb besonders neugierig zu erfahren, wie es bei mir läuft. Was bist du eigentlich von Beruf? Technische Zeichnerin im öffentlichen Dienst in Köln.
Du könntest ja das Tortenbacken auch zu deinem Hauptberuf machen. Nein, nein, Warum nicht? das ist mir zu stressig. Zu viel Druck. Ich bin lieber Hobbybäckerin. Da kann ich selber entscheiden, wann ich mir dafür die Zeit nehmen möchte. Es soll keine Verpflichtung sein. Wir stellen euch jetzt einen Mann vor, dessen Liebe den Vögeln gehört. Fast 90 verschiedene leben in seinem Haus. Und er kennt jedes einzelne Exemplar ziemlich genau. Hallo, Hallo, was machst du da gerade? ich bereite Vogelfutter zu. Hier im Garten habe ich verschiedene Kräuter und Salat, Spinat. Man muss wissen, was die Vögel mögen. Ich muss noch ein bisschen vorbereiten. Lass dich nicht stören. Wann hast du Lust bekommen, dir Vögel anzuschaffen? Ach, schon als 10-Jähriger habe ich mich für Vögel interessiert. Sie sind auch gern zu mir gekommen. Sie haben mein Interesse gespürt. Später habe ich viel über sie gelesen. Zum Beispiel, dass sie gern zu zweit sein möchten. Ich war ja oft unterwegs, in der Schule, beim Sport. Da braucht ein Vogel einen Kompagnon, sonst ist er einsam. Das sind Schwarmtiere. Sie lieben Gesellschaft. Wenn man sie alleine hält, verkümmern sie, genau wie wir Menschen. Das ist interessant. So fing das mal an. Als ich aufgehört habe zu arbeiten, holte ich mir nach und nach immer mehr Vögel aus dem Tierheim. Die armen Tiere dort, die keiner mehr haben wollte. Oder die gefunden wurden. Oder auch beschlagnahmt. Ich kaufe nie im Geschäft, hole mir immer nur aus dem Tierheim. Und jetzt haben sie alle bei mir ein schönes Zuhause. Du hast hier jede Menge unterschiedliches Futter. Ja, das hier ist gelbe Kolbenhirse. Sie ist recht fettarm. Hat jeder Vogel einen Namen und kannst du dir alle merken? Als es noch wenige waren, hatte jeder einen Namen und ich wusste, wer ist. Dann kamen immer mehr dazu und ich verlor die Übersicht. Aber wichtig bleibt die Beschreibung. Die Farbe des Gefieders, die Kopfform. Gut zu wissen ist, wer Männchen und Weibchen ist. Männchen haben in der Regel eine blaue Wachshaut überm Schnabel. Bei Weibchen ist sie braun. Manchmal ist das unklar, weil die Wachshaut nicht eindeutig gefärbt ist. Ich beschreibe jeden Vogel, auch wenn ich das mit dem Namen irgendwann aufgegeben habe. Hier siehst du es. Ich gebe ihnen immer unterschiedliches Futter, variiere die Zutaten, wie bei einem Meisterkoch. Wow, das sieht luxuriös aus. Züchter füttern oft immer dasselbe. Ich möchte aber, dass es meinen Vögeln gut geht und alle etwas finden, das ihnen schmeckt. Bei den Menschen ist das ja auch so, dass der eine eher Schweinebraten liebt und der andere Spaghetti. Darum mische ich immer wieder andere Sorten zusammen.
Wow, die sind ja groß. Was für eine Art ist Das das? sind Nymphensittiche. Ah, Die können bis zu 20 oder 25 Jahre alt werden. Eigentlich könnten sie zusammen mit den Wellensittichen im Käfig gehalten werden. Aber ich wollte etwas Leben in der Bude haben. Das ist für mich sowas wie Fernsehen. Das hier ist eine Familie. und wer ist Mutter und wer Vater? Das lässt sich leicht unterscheiden. Der Vater ist der Dunkle da hinten. Die Mutter sitzt schräg darüber. Und da sind die 2 Kinder. Sie sind vor 1,5 Jahren geboren. Zuerst hatte ich einen allein, aber sie brauchen Gesellschaft. Das war für mich okay. Ich habe gern mehrere. Interessant. Und diese hier? Das sind Zebrafinken. Fast alle diese Vögel kommen aus Australien, Tasmanien, der Timor-Insel oder aus Neuguinea. Die Zebrafinken sind die besten Einsteigervögel. Sehr pflegeleicht, machen nicht viel kaputt. Sie sind lebhaft, brauchen sehr wenig Futter und kriegen schnell Junge. Es sind echt wahre Turbovögel. Als erstes hatte ich den Vater aus dem Tierheim geholt. Weil er allein war, habe ich noch ein Weibchen dazu genommen. Ganz schnell wurden es mehr. Sie haben einen starken Nestbautrieb und sind ständig damit beschäftigt und hören nicht auf. Da? Siehst du? So ein Nest. Das ist ein Geheimversteck. Die Eltern bauen ihre Nester überall. Hinter der Uhr oder auch im Bücherregal. Aber das scheint nicht so optimal. Hier im Fach ist es wohl besser. Ich habe mich oft gewundert, wo das ganze Material geblieben ist. Sie nehmen es dafür. So bauen sie ihre Nester. Sie sind sehr kreativ. Sie sind echte Künstler. Und wenn du das wegnimmst, was machen die Vögel dann? Naja, dann bauen sie wieder neu. Kann man auch gut als Wärmedämmung nehmen. Das ist ganz leicht. Ja, das sind Eier von verschiedenen Vogelarten. Ich plane ja keine Vogelzucht. Ein paar Tage lasse ich die Eier in den Nestern, dann nehme ich sie raus. Sie legen sowieso ständig neue. Und wenn du sie lassen würdest, könnten die Vögel sie ausbrüten? Könnten sie. Ja, das geht. Aber ich nehme sie weg. Ich möchte sie ja nicht vermehren. Darum nehme ich sie raus. Wenn man sie vors Licht hält, kann man die Eier gut unterscheiden. Sind sie innen dunkel, könnte die Fortpflanzung gelingen. Wenn man das Eigelb sieht, sind sie unfruchtbar, also Windeier. Ich nehme alle Eier raus. Sie nehmen es sich nicht zu Herzen. Jetzt willst du noch mehr Vögel holen? Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Es ist ja wieder nur ein Vogel. Aber trotzdem freue ich mich, weil, wie soll ich sagen, ich bringe die Vögel in ein schönes Zuhause. Darum hole ich sie zu mir. Es geht mir nicht darum, möglichst viele zu besitzen. Ich gebe ihnen einfach gern ein schönes Zuhause. Bei welcher Anzahl von Vögeln wirst du aufhören mit der Neubeschaffung? Bei welcher Anzahl? Ich habe genug Platz. Die Vögel rücken auch gerne ein bisschen zusammen. Natürlich achte ich darauf, dass die Käfige nicht überfüllt sind. Ein neuer Vogel kommt, ein anderer geht. So gleicht sich das aus. Wenn es zu viele werden, höre ich sofort auf. Aber mir macht es sehr viel Freude. Ich habe nie die Nase voll davon. Wie lange ich das noch machen kann, weiß ich nicht. Ich drück die Daumen.
Heute, an Tag 2, haben wir eine schöne Arbeit vor uns. Es geht ums Dekorieren. Jetzt kommt also die Feinarbeit. Das wird eine Herausforderung. Ob es klappt? Ich bin gespannt. Ja, Was machen wir jetzt? teilweise habe ich schon Figuren fertig. Andere können wir jetzt noch zusammen machen. Du machst die Eule. Dann nehme ich. Wie wär's mit einer Giraffe? Ich probiere also die Giraffe. Darf ich vorstellen? Meine erste Tierfigur. Das hier war eine echte Herausforderung. Ich musste mich erst reinfuchsen. Zuerst modellierte ich den Kopf, legte ihn dann zum Trocknen beiseite. Von den Beinen habe ich mich dann nach oben gearbeitet, bis alle 3 Teile fertig waren und ich sie zusammensetzen konnte. Kannst du mir erzählen, warum dir das Tortenbacken so großen Spaß macht? Was gefällt dir daran? Gute Frage. Ich weiß nicht, warum ich so gern diese Basteleien mache. Es ist so, als müsse die Kreativität aus mir heraus. Ich probiere auch ständig was anderes aus. Es macht mir Spaß, immer wieder was Neues zu versuchen. Wenn es immer dasselbe wäre, hätte ich schon längst die Freude verloren. Bis jetzt habe ich immer Neues kreiert. Das ist schön. Womit fangen wir jetzt an? Durchschneiden. Richtig. Passt das so? Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Warum nimmst du das so genau? Es ist doch nicht schlimm, wenn Wellen drin sind. Wenn die Teile serviert werden, sieht man die Unebenheiten der Grenache. Das sieht nicht so schön aus. Ich möchte, dass es ganz glatt ist und perfekt aussieht. Besser? Ja, besser, viel besser. Jetzt stellen wir euch einen Mann vor, der ein ganz anderes Hobby pflegt, aber mit dem gleichen Enthusiasmus an die Sache herangeht. Notruf 112, wo genau ist der Notfallort? Die Leitstelle West in Elmshorn testet die Nora-Notruf-App für taube Menschen. So. Die Kommunikation funktioniert. Der Alarm wird ausgelöst. Ich wollte bei der Feuerwehr mitarbeiten, weil mir das Spaß macht. Ich dachte, als Gehörloser darf man das nicht. Aber mein Vorgesetzter meinte, ich solle es einfach versuchen und einen Antrag stellen. Der ging dann rauf bis ganz nach oben. Und schließlich kam die Antwort, doch, ich darf. Ich war erstaunt, aber es hieß, ja, komm. Und dann habe ich Übungen mitgemacht und jetzt bin ich hier.
Tempo ist angesagt. Innerhalb von 8 Minuten muss die Freiwillige Feuerwehr von Klein-Offensee-Sparrieshoop am Unfallort sein. Ich darf im Außenbereich eines Feuers arbeiten. Rein ins Feuer möchte ich auch nicht. Das ist gefährlich. Man muss dafür eine Schutzmaske vor dem Gesicht tragen. Das geht für mich nicht. Aber ich kann Autos freischneiden. Und schließlich kann ich bei Sturm helfen, wenn Bäume umgestürzt sind oder Dächer abgedeckt wurden. Das habe ich auch schon gemacht. Auch bei Hochwasser kann ich eingesetzt werden. Er ist ja ein guter Freund von allen mittlerweile. Und er ist unheimlich lernwillig und auch möchte gern die Technik erfahren. Und es gibt nichts Besseres, als einen motivierten Feuerwehrkameraden zu haben. Und das ist Thomas. Wir haben eine eingeklemmte Person unter dem Fahrzeug. Der Angriffstrupp mit Hebekissen und Steuergerät zur Personenrettung vor. Wassertrupp nimmt die Fallhölzer vor, sichert das Heben des Fahrzeugs ab. Zum Einsatz los. Ich kann so ein bisschen gebärden. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich es flüssig kann, aber die Basics sind quasi da und damit harmoniert es eigentlich ganz gut. Und im Grunde genommen funktionieren wir dann wie ganz normale Kameraden miteinander. Also auf 3, 3, 2, 1 und hoch. Wir haben auch schon Feuerwehrgebärden selber entwickelt durch Thomas' Hilfe, dass wir einige Sachen wirklich auch auf Zeichen uns geben können. Ablageplane und dann. Okay, danke und ab. Okay. Es macht mir Spaß zu helfen, Menschen zu retten. Das macht Spaß. Es ist eine wichtige Unterstützung. Danke und ab. Nachbesprechung. Ich würde einmal gucken, wie hat es denn auf den einzelnen Stationen geklappt. Thomas, Jana, wie seid ihr zurechtgekommen mit den? Nee, das hat sehr gut geklappt, hat super geklappt. Vielen Dank, dann bauen wir jetzt zurück und beenden die Übung. Danke. Und? Tschüss. Fertig. Warum hast du diese dünnen Stäbchen da reingesetzt? Das kann ich dir erklären. Ohne die Stäbchen kann die Torte leicht zusammenfallen. Sie machen das Ganze stabil. Die Teile sind ja schwer, sodass sie abgestützt werden müssen. Aber wenn man reinbeißt, kann man sich da verschlucken? Nein, sie werden nach dem Aufschneiden entfernt. Da passiert nichts. Okay, und was kommt jetzt als nächstes? Jetzt wird dekoriert mit allem, was ich vorbereitet habe. Und dann ist die Torte fertig. Dann ist nichts mehr zu tun. Dann wird ausgeliefert.
Das ist ja Wahnsinn und komplett stabil. Aber du siehst nicht ganz zufrieden aus. Ich hätte gern noch mehr dekoriert, aber ich musste aufhören. Man darf es nicht übertreiben. Und wie schwer ist sie? Also ich kann sie nicht tragen. Du brauchst einen Kran. Mein Mann hilft mir. Du kannst sie einfach dort abstellen. Super! Ich bin begeistert. Guck mal, die Elf. Und hier eine Eule. Und schau mal hier, der Hut. Und da ist eine Kugel zum Zaubern. Genau. Ein Hobby kann nicht nur mir selbst in meiner Freizeit Freude bereiten, sondern auch noch andere Menschen froh machen. So kommt die Freude doppelt zu mir zurück. Tschüss.